Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Vega von greengames.ch und ihr seht heute einen kleinen Einblick in This War of Mine. Das ist ein Antikriegsspiel, wo, wenn ich das gelesen habe, also ich habe es selber noch nicht gespielt und habe mich nicht mega gut informiert, aber ich habe eigentlich nur Gutes gehört, einfach rein von der Kritik her. Und was ich davon gehört habe, also dass es ein Antikriegsspiel ist, was eine sehr entspannende, ja, machen wir da weiter, was eine sehr entspannende Perspektive einfach auf die ganze Kriegsproblematik wirft. Und zwar geht es eigentlich nicht, ausnahmsweise mal nicht um Soldaten, die im Krieg kämpfen und irgendwelche schlimme Sachen erleben, sondern es geht eigentlich um die grössten Opfer vom Krieg, und zwar um Zivilisten. Das heisst, man spielt Zivilisten, die sich irgendwie da durchschlagen. Das ist eigentlich alles, was ich weiss, und ich will jetzt mal schauen, was das für ein Spiel ist und mir gefällt und so weiter und so fort. Es ist 2D. Ich weiß nicht, ob es ein Plattformer ist oder wie das genau funktioniert. Es hat aber einen sehr coolen Zeichnungsstil. So ein bisschen, es hat so ein bisschen etwas von soll ich sagen, Bleistiftzeichnungen, so von Entwurfzeichnungen, eine Art. So ein bisschen schwummerig, schimmerig, das gefällt mir eigentlich recht gut, und das ist das, was man eigentlich auch so ein bisschen, ja, was die Verlockung dann eigentlich auch produziert hat. Und wie gesagt, also ich habe überhaupt keinen Plan, ich muss jetzt zuerst mal in das Spiel hineinkommen. Also offenbar haben wir da einen Bürgerkrieg gehabt, dass es nur ein paar Wochen wird gehen, offenbar ist es aber jetzt länger her. Die Rebellen sind in der Hauptstadt. Alle Versorgungslinien sind gestört. Okay, also die Regierungsarmee hat die Rebellen in der Hauptstadt umzingelt und alle ihre Versorgungslinien eigentlich unterbrochen. Und die Zivilisten, die halt in der Hauptstadt waren, haben jetzt das Problem, dass sie keine Nahrung und keine medizinische Versorgung und so weiter haben. Okay. Also dann haben wir 3 Leute, Katja, Pavle und Bruno. Eine Reporterin, ein Fernsehkoch und ein Fußballer oder ein Footballer, je nachdem. Aha, okay. Also das heisst, wir sind jetzt in einem grösseren Haus, in einem mehrstöckigen Haus inne. Ich habe einen Fastrunner, was Sinn macht bei einem Fußballer, einen guten Koch, Bargaining Skills. Und es ist ein bisschen angefragt, ein bisschen krank. Da können wir doch mal schauen, wenn der krank ist und so, kann vielleicht mal... gehst du... du kannst einfach sitzen, okay. Da ist eine Barrikade. Nein. Lass das mal, mach das nicht kaputt, lass die Barrikade zu. Können wir mal mit dir rauf? Ich will mal schauen, was das ist. Kann man dort die Sachen durchsuchen? Ja. Okay. Was hast du gefunden? Okay, das sind so Komponenten, die man irgendwelche Gegenstände herstellen kann. Das ist Zucker, Wasser, Holz, okay. Ich kann einfach grab all. Jetzt Workshop. Was haben wir eigentlich? Also ich werde irgendwo reingesetzt und wo glaube ich immer ein bisschen anders ist, wenn ich mich recht sinne. Ich habe vorher schnell geschaut, ob alles funktioniert, und dann habe ich irgendwie eine andere Konstellation gehabt. Also die Leute sind am anderen Ort gewesen, die Räume haben leicht anders ausgesetzt. Mal schauen. Jetzt muss ich wahrscheinlich mir eine Art Base aufbauen, oder? Weil aber Ressourcen sind begrenzt. Sie könnte eigentlich noch schnell da rauf schauen. Du könntest ihr eigentlich schnell helfen. Du könntest echt das mal checken. Komm. Ne. Katja, gang mal rauf. Die Leiter, du bist so nicht so fit und so, aber besser als nix. Und Pavle, gehst mal schauen, ob du etwas bauen kannst. Holz, Komponenten, braucht man noch ein mehr für ein Bett. Kann man das machen? Ich glaube, das Bett war gar nicht so schlecht, weil ich mit Katja ein bisschen ausruhen. Und hier sieht es nicht so schlecht aus.
Ja, wieso auch nicht? Probieren wir das doch mal. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig mache oder wie genau, aber ich lasse jetzt einfach das Ding mal basteln. Der Pavle. Gut, und jetzt haben wir da wieder Sachen gefunden. Komponenten, Holz, grab all. Einfach mal alles mit. Ich weiß auch nicht, ob man ein begrenztes Inventar hat. Bruno, kannst du jetzt mal auf den Schrank gut durchsuchen? Kann ich da den Workshop upgraden? Echt? Okay. Möglicherweise... Ah, und da kann ich gar nicht dran vorbei. Okay, also weißt du was? Ja. Door is locked. Aha. Okay, da kann ich mal nicht durch. Ne. Ah, das Bett ist schon gemacht. Sehr schön. Also, du schaust jetzt mal da rein. Du schaust mal, was da hier ist. Bruno, du bist jetzt mal... Schauen wir noch upgraden. Was hat Dings gefunden? Der Pavle. Raw Food. Oh, Parts. Mechanical. Oh, sogar man kann sogar elektronische Sachen machen. Also, das ist eher ein Survival-Spiel, habe ich jetzt wieder mal herausgefunden. Base Building Survival. Ich bin mal gespannt, jetzt wieder Nacht. Es ist schon Nacht. Nein, Quatsch, es ist Nachmittag, 1:30 am Nachmittag. Improved Workshop. Ich brauche noch mehr Zahnrädchen. 5, ich habe 3. Okay, gut, dann kann man das mal jetzt sicher noch nicht machen. Dann gehst du, Bruno, jetzt mal da durch. Wenn das überhaupt schon geht. Ich glaube jetzt nicht. Es lockt. Okay, dann versuchst du mal das Zeug aufzuräumen. Okay, gut. Katja hat es herausgefunden. Herbs. Ich glaube, ich muss irgendwie schauen, dass ich da Medikamente herstellen kann. Kann ich das... Kann ich Medikamente herstellen? Was macht der Pavle jetzt? Ah, er sitzt einfach an. Easy. Gut, was hast du dazu gesehen? Ich glaube, da ist sonst nichts, ja? Okay. Also Katja, kannst du schlafen? Während... Pavle, gehen wir zum Workshop. Ich weiß nicht genau, ob ich da etwas übersehen habe. Wahrscheinlich kann ich da irgendwelche Gerätschaften, Werkzeuge und so machen. Ein Ofen. Stuhl, Radio, Workshop. Rainwater Collector. Okay. Fuel. Bücher, Komponenten und Holz kann man brauchen zum Führen. Ich glaube, ich mache mal... Ja. Machen wir nochmal einen Ofen und dann tun wir... Also einen Ofen, einen Herd. Und dann mal hier in die Küche setzen. Okay. Recovering. Ah, okay. Also gut. Das ist nicht schlecht mit dem Bett. Sie ist jetzt wirklich am Rollen. Perfekt. Ja, willkommen zurück. Sorry, ich habe jetzt gerade herausgefunden, dass Raushaben in diesem Spiel ganz eine schlechte Idee ist. Ja, es hat mir gerade das Game abgewürgt. Nicht mehr spielbar ich kann nicht mehr wieder connecten. Quatsch. Ich kann nicht mehr wieder reingehen und dort weitermachen, wo ich vorher aufgehört habe. Es hat auch nicht zwischengespeichert. Nervig. Naja, egal, das weiss ich. Das heisst, ich spiele jetzt im Window-Modus. Das heisst, das Bild ist... Also hat vielleicht ein bisschen schwarze Ränder auf der Seite, aber... Ja, no, kann man jetzt nicht ändern. Mega mühsam eigentlich. Außerdem nicht. Ich weiss nicht genau, ob das irgendwie eine Konfiguration vom Spiel von mir irgendetwas ist oder ob das grundsätzlich nicht so erlebt oder gedacht ist. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen andere Konfiguration.
Die gleichen Leute, immer noch. Ja, da kann man ein Bio anschauen. Okay. Und jetzt das Mal ist immer Katja krank, sondern der Pavle? Pavle! Heißt er nicht Pavel? Ich sage Pavel ist einfach. Oh, das ist schnell gegangen. Grab all. Gut, und ihr macht, wenn du jetzt schon sick bist, dann machst du jetzt möglichst schnell. Bruno, machst du... Ah nein, okay. Machst du dein Bett und kannst dann schlafen. Ist eigentlich lustig, da heißt das Bett machen in dem Sinn. Ja, eine wortwörtliche Bedeutung. Also, dann wir einfach mal ein bisschen aufräumen. Hier zu der Krankenstation, also zum Notfallkasten, vielleicht gar nicht, das ist gar nicht so, wäre gar nicht so schlecht. Das. Allerdings... Ah ja, das wollte ich noch schauen, wie ich das Werkzeug herstellen. Das kann der Bruno jetzt ganz normal schnell schauen. Damit man kann die Gröllhäufchen wegmachen. Metall, Wasser... Ah, okay. Mundschein. Da kann man nicht einen komischen... Okay. Einen komischen Schnaps herstellen. Es braucht eigentlich nur Zucker zum Alkohol herstellen. Und bei dem entsprechenden also wenn du den Vergärungsprozess kannst in Gang setzen kannst, gibt es ja Alkohol. Okay. Wahrscheinlich das Beste und ich nehme jetzt mal eben als steht der Foul Smelling, oder? Foul Smelling, irgendetwas, weißt du das gegangen? Zum Falschen. Foul Testing, ja genau. Aber mega stark. Vielleicht kann man den ja brauchen zum Dings machen, zum irgendwie etwas putzen oder so. So als Putzalkohol. Also das ist geschlossen. Das heisst, du hast hier den Ablauf räumen. Bruno ist am Recoveren, sehr schön. Dahinter kann ich ja eh auch. Schneller machen kann ich es glaube ich nicht, hä? Search global. Jetzt hätte ich dann auch gleich mal mehr Zeug herstellen. Du machst hier die Tür auf, beziehungsweise die Barrikade auf. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Pavel, Katja und Bruno, dass sie einfach ja, irgendwie überlebt haben nach einem Bombenangriff oder irgendetwas. Das Haus einfach gefunden haben und... Okay, sehr schön. Ja, sie jetzt halt in dem Sinne besetzt, aber solange sie niemand mehr gehört, ist das ja... Ja, muss irgendwie überleben. Oder muss man sich irgendwie so ein bisschen einrichten und sich ein bisschen heimisch machen. Ich frage mich eben, was nachher halt in den nächsten Tagen so passiert. Ja, ein Schaufeln, ja. Voll. Nein. Du warst noch schnell. Katja. Aber, hä? Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Ah, vielleicht muss ich irgendwie Metal oder so, wenn man eine Schaufel will herstellen. Ich glaube, das wäre sicher noch eine Idee. Make, machen wir das gerade hier. Hier ist der Workshop. Place. Vom seitlichen Aufbau her, also mit den verschiedenen Räumen, wo man kann, vollpflanzen, erinnert mich das irgendwie an XCOM, wo man eigentlich seine Base auch kann, mit den entsprechenden Labors und Workshops und so weiter ausstatten. Das ist eigentlich mega ähnlich. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber irgendwie erinnert mich das gerade so dran. Okay, also, was können wir da machen? Ah, Tools. Crowbar, Lockpick. Lockpick? Ah. Machen wir doch mal 2. Und Pavel ist fertig. Da musst du sogar mal den Schrank durchsuchen. Weißt du was? Ja, nein, lassen wir nicht mal allein und schauen, ob es die aufbraucht. Du tust jetzt mal schnell Lockpicken.
Brauchst du auch einen Lockpick? Okay. Gut. Das heisst, wir brauchen das... Ah, da ist ein Schaufel, die habe ich gar nicht gesehen. Ach, okay. Also, ich muss jetzt erst mal ein bisschen mehr Zeug finden, durchsuchen. Wo hat es noch Zeug zum Anschauen? Schrank, das Zeug. Da. Gehst mal schneller. Wie geht's dir schon, Bruno? Immer noch echt gleich. Okay. Also. Neue Sachen, Komponenten. Gut. Aufmachen. Gut. Also, dann machen wir doch einen Schaufel. Ah, nice. Lockpick. Bandage. Jetzt kommt's. Das Kräuter kann man sowohl Medizin als auch. Schaufel, zu wenig Komponenten. Zigaretten als auch nach Dings machen, Medizin. Plan the night. Sleep. Oh, ich brauche mehr. Ja. Du gehst scaven. Our Shelter, gib mir zuerst mal in die Nähe. Soll ich Garden? Nein, komm, ich mache zuerst mal einfach auf links. Take. Nimm ist mal ein Science mit. Keine Ahnung, was sie da alles braucht. Wahrscheinlich ja. So Zeugs. Ah. Ah, ich muss sogar auch noch selber spielen. Interessant. Okay, und sie hat nur begrenzte Ressourcen. Da oben ist ein Leichen, unangenehm. Ah shit, ich habe gar nicht so viel Platz. Das heisst, als nächstes brauche ich auch einen Rucksack. Ja, das wär's schon. Shit. Ich geh mal reinschauen. Ja, und es ist auch noch am Brennen. Ich glaube, ich lasse das mal noch gut sein. So schnell noch etwas mitnehmen oder liegen oder... Ich glaube, ich komme am nächsten Tag auch wieder rein. Lassen wir es gut sein. Zweiter Tag. Yeah! Und jetzt wird sie wahrscheinlich müssen schlafen. Hungrig und müde. Also, Monsieur Cook. Ah, bist wieder fit. Du machst jetzt ein Dings. Slept poorly. Ja. Also ich brauche eine Menge Betten auch. Bed. Make. Weiß. Du machst... Ihr macht beide etwas. Ich hoffe mal, ich habe etwas. Ich habe genug. Material, ich hoffe jetzt auch Holz, das ich gefunden habe, sollte ich eigentlich etwas zusammen machen. Okay. Nope. War nichts. Also. Für die Schaufel brauche ich
Holz. Gut, Monsieur, wo kann man hier noch schauen? Da. Schaufeln, wo komme ich gerade direkt an? Da oben. Ja, nein, das bringt eigentlich gar nicht. Ich brauche Supplies. Ich habe kein Dings mehr. Ich habe Dietrich mal. Ich habe einen Dietrich. Also komm. Hopp. Pavel. Ne. Machen wir gerade noch einen zweiten. Brauchen wir eh. Make. Hungry. Hungry. Ja, es ist schon eine rechte Challenge. Warum ist es nicht so einfach? Gut wäre noch, wenn ich etwas könnte kochen. Was ist da gestanden? Offers a bit of reprieve, okay. Also ein bisschen weg vom ganzen Horror kommen wir. Horror vom We like coffee and cigarettes. Okay. Mhm. Und auf Radio. Ah, da siehst du noch, was wir so ein bisschen sehen. Was wir so ein bisschen könnte brauchen. Alles klar. Ich glaube, ich lasse das mal mit 2 Betten. Mehr als 1 brauche ich. Also mehr als 2 brauche ich im Moment ja nicht. Was könntest du machen? Da könntest du mal ein bisschen sitzen. Ja, viel mehr anderes kann ich eigentlich. Ach komm, scheiß drauf. Still hungry, shit. Also, Monsieur, du kannst jetzt hier hineinschauen. Ich habe jetzt immer noch keine Schaufel, wir haben noch Holzfeld. Ja, ich weiß. Ja, das geht noch einen Moment. Kann man echt barrikadieren, die Wände, also die Löcher da verbarrikadieren. Kann ich dir helfen? Nein, kann ich nicht. Ja, der Mann hat alle ein bisschen graben. Hungry, slept poorly. Ja, also wenn du das geschafft hast, ja, ich weiß. Ah, fuck the war. Das habe ich gar nicht gesehen. Besser als fuck the world. Ja, ich weiß, dass wir eine Schaufel brauchen, aber der Holz... Find mal Holz noch, machen wir das.